Der Berliner Bezirk Kreuzberg steht für Vielfalt. Der kurdische Elternverein Yekmal setzt sich dafür ein, dass diese Diversität sich auch auf allen gesellschaftlichen Ebenen öffentlich zeigt. Familien, Eltern und deren Kinder mit vorwiegend kurdischer Flucht- und Migrationsgeschichte werden dazu befähigt, sich langfristig ökonomisch, kulturell und gesellschaftlich zu beteiligen. Viele Menschen in Berlin nehmen tagtäglich die unterschiedlichen Angebote von Yekmal wahr. Diese sind zum Beispiel die Asyl- und Verfahrensberatung, Sozialberatung, individuelle Begleitung von Familien, diverse Eltern- und Familienprogramme für frühkindliche Erziehung, Mehrsprachigkeit und Schule. Der kurdische Elternverein Yekmal e.V. wurde 1993 von kurdischen Eltern, Sozialarbeitern und wir sind eine Anlaufstelle. Wenn die nach Deutschland, nach Berlin kommen, sie können bei uns erst Orientierung, also die neu gekommene, eine Orientierung in die Stadt bei uns finden, mit Beratung, Begleitung in mehreren Sprachen. Yekmal hat seine Räumlichkeiten in Kreuzberg in der Waldemarstraße 57 in Berlin. Der seit über 25 Jahren sozial engagierte Verein hat es geschafft, 2 bilinguale Kitas in Berlin zu gründen. Das Konzept der Mehrsprachigkeit basiert auf Kurdisch und Deutsch. Neben des Betreibens von 2 Kitas ist der Verein auch im Bereich der Hilfe zur Erziehung tätig. Der Träger geht gezielt mit Unterstützung des Jugendamtes mittlerweile zu 20 Familien, um diese für den Alltag und das Ankommen in Berlin zu stärken. Zentrale Themen sind Erziehung, Gesundheit, Arbeit, Beruf sowie ein harmonisches Familienleben für Kinder und Eltern. Die Idee für dieses Projekt ist bereits vor über einem halben Jahr entstanden, 2018 im Bildungsnetzwerk am Mariannenplatz. Um die 20 Projekte, die gesagt haben, wir wollen mit den Zielgruppen, mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ins Gespräch gehen und mit ihnen über ihr Demokratieverständnis, über ihre Demokratieerfahrung reden. Und das Motto des Projektes heißt, Demokratie braucht dich. Wir wollen einen Diskurs, einen Dialog starten hier im Kiez und Menschen fragen, was sie von Demokratie denken, was ihre Erfahrungen sind, was sie sich aber auch von Demokratie wünschen. Demokratie wollen wir noch viel, viel stärker inklusiv gestalten, statt exklusiv. Also unter mehreren Angeboten und Projekten gibt es bei uns bei Yekmal e.V. Frauen- und Müttergruppe. Seit 25 Jahren arbeiten wir sehr eng mit Müttern, mit Frauen. Wir wissen, dass sie in der Gesellschaft, in der Familie eine sehr große Rolle spielen. Also vorwiegend für Erziehung, also sie spielen eine sehr große Rolle. Deswegen, wir sind sehr eng in der Zusammenarbeit mit den Frauen. Seit 5 Jahren in der Waldemarstraße haben wir eine kurdische, türkische Frauengruppe. Sie kommen vorwiegend aus der Türkei, aber aus verschiedenen kurdischen Gebieten kommen sie auch. Es gibt unter sich Austauschmöglichkeit und nach Bedarf Infoveranstaltungen und Ausflüge. Das ist auch, wird auch mit der Gruppe gearbeitet. Also die 4. Gruppe ist in 2017 entstanden, und zwar durch einen sehr konkreten Bedarf. Bedarf nach einem sicheren, vertrauensvollen Raum für die Väter, wo sich gegenseitig stärken, ihre Ressourcen miteinander teilen, Erfahrungen miteinander austauschen und sich gegenseitig schützen und unterstützen. Wir machen wöchentliche Treffen, einmal zu kleinen Themen, aber einmal im Monat, wir laden auch eine Fachperson zu irgendwelchen bestimmten Themen. So könnte sein, also zum Bildungssystem in Deutschland oder zum Erziehung oder also sozialpädagogischen Themen. Und in die anderen Seiten, wir arbeiten auch zum Themen wie Fluchterfahrung,
das Leben in Deutschland, alltägliche Sorgen und manchmal wir treffen uns und nur spielen. Was bedeutet für mich persönlich Demokratie? Und wie erlebe ich Demokratie? Bence demokrasi evde başlıyor, ailede. Biz diyoruz ki Almanya'da demokrasi var. Aslında yok. Biz fark ettirilmeden yönetiliyoruz. Demokrasi biratiya gelaye. Beca müşkülü eve. Kesmen kabul naki. Em insana aştı xwazın. Bütün diyelim ki behördeler fark ettirmeden bizi yönetiyor. Li cemme me ti demokrasi nedît. Em hatine vir demokrasi temenni dikin. Lê vê derî demokrasi negeleke. Demokrasi herkesin görüşüne göre farklı. Bence benim görüşüme göre tüm devletlerde, hiçbir ülkede tam anlamında demokrasi yoktur. Demokrasi yani millet li ser xwe hukm bike. Ev yek. Dure gerek ez û hevalê din jî rast jê bigirin. Ji bo min bi xwe jî demokrasi azadiya Kurdan tê. Hani demokrasi ailede başlar diyorum ya. Evlisin ama kocan oraya gitmeyeceksin, buraya gitmeyeceksin diyor. Ne zaman geldin, ne zaman gittin? Orada demokrasi bitti. Ah, em ji velatekî bindest hatin. Emrê em piçûk bûn, me ti demokrasî nedît. Em bindest mezin bûn, heta em gihîştin vê derkê. Niha vê derkê em pir kêfxweşin. Demokrasî jî heye, qîmeta însan heye. Em zanin însan çawa jiyanê dibînin. Em dibêjin hefê emrê me yî çûyî, em niha zarokan dibînin. Çi qîmetê didin zarokan? Ev tiştekî pir mezin e. Em dixwazin em ji vêr bûn bes çû. Eskiden köleler vardı. İnsanlar zorla çalıştırılırdı. Bugün parası olmayan bugünün modern kölesi. Mesela ben. Bugün ben fakirim. Nereye gidiyorum? Job Center'a gidiyorum. Job Center diyor ki git kendine iş bul. Git 1 euroluk bir işe de olsa gir. İşte bu modern köleliktir. Xelkê de qebûl bikin û îxtirama wan bikin. Demokrasi ayrımcılık olmamasıdır. Eşitliktir. Örnek, ben evde yan yatayım, sen çalış. Sen 8 saat çalış, ben 8 saat yatayım. Bu haksızlıktır, değil mi? Ji bo min demokrasî temamê insana bikarîbin jiyana xwe bi azadî û bêbin destî bimeşînin. Divê ev ne tenê ji bo wan ên qeweta destê wan de ye, ji bo zarok, jinik, ên pîr, ê seqet, ê kemayîya wan heye, ê laşê wan an jî mejiyê wan. Ji kîjan axê bin, ji kîjan bajarê bin tev karîbin mafê xwe bimeşînin. Bêbin destî û bi hürmetê. Hem nava milleta wan de hem jî nav tevahiya insanan de. Demokrasi denince benim ilk aklıma gelen şey özgürlük. Ama nasıl bir özgürlük? Sınırsız mı? Sınırsız değil tabii. Benim özgürlüğüm ne zaman başkasının özgürlük alanına giriyor, işte benim özgürlüğüm orada bitiyor. Sınırım orası. Şimdi benim bir yaşam biçimim var. İçki içerim, sigara içerim, mayoyla denize girerim, gece dolaşırım. Ama ben bunun garanti altına alınmasını istiyorsam aynı zamanda dinini yaşayacak olan insanlara da özgürlüğü garanti altına alınmalı. Bir başka grubun özgürlüğü garanti kapsamı dışındaysa yarın bir gün benim de özgürlüğüme dokunur bu. Demokrasiyi yönetimin çoğunluğun elinde olması değil, herkesin sesinin olması gibi anlıyorum. Yani çoğunlukta olanın yönetimi değil. Ben bunu anlıyorum. Tabii eğitimin de çok etkisi var. Ama ne kadar okusam da tam bilmiyorum benim vatandaşlık haklarım nedir. Divê vekhevî hebe. Demokrasî vekhevî ye. Em vê tiştî dixwazin. Em wan qebûl dikin. Dixwazin ew jî me qebûl bikin. Demokrasi ev e. Fazla bir şey beklemiyorum. Bana bir Alman vatandaşı gibi davranılsın yeter. Ama bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Demokrasinin fix bir tanımı olduğunu düşünmüyorum. Skalası sürekli yükseltilecek bir yönetim biçimi. Tüm yönetenlerin, yönetilenlerin, tüm vatandaşların katılması gereken bir ortaklık gibi bir şey diye düşünüyorum. Almanya'da demokratik ama Norveç daha demokratik bir ülke denebiliyor mesela. Demokrasi. Yani me qebûl bikin. Me bi hemûyan re kar kiriye. Ev devletên ku Kurd li wê derê kar dikin, me qebûl nakin.
Dema em dixwazin rojê xwe bibînin wekî wan, dibêjin na. Dibêjin divê çakûç ser serê wan bê.